schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Ann. Ich möchte heute gerne mit euch sättige, herzige Aquarellblümchen machen, wo man dann irgendwo kann aufkleben oder als Cluster zusammenkleben oder irgendwie sonst benutzen für im Junk Journal. Oder auch sonst für irgendwo. Man kann die gut auf ein Kärtchen draufkleben, auf ein Grußkärtchen. Oder, keine Ahnung, irgendwo findet die ganz sicher ein Plätzchen, weil die einfach so schnusig sind. Ja, ich habe mir hier mal parat gemacht, ein Aquarellpapier. Das ist jetzt ein kleines dickeres Papier, glaube ich, das ich hier genommen habe. Das spielt nicht so eine Rolle. Und ich habe parat gemacht einen uralten, absolut dreckigen und nicht vorzeigbaren Aquarellkasten. Ja, ich habe ein Pinsel, ich habe ein bisschen Wasser und jetzt legen wir doch einfach mal los. Ich glaube, ich habe das schon einmal erzählt. Ich bin überhaupt nicht der Aquarellmaler. Ganz und gar nicht. Und jetzt malen wir einfach mal drauf los. Ehrlich gesagt, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie ich die da gemacht habe. Aber auf jeden Fall sicher einfach irgendwie so, so und so. Und dann könnte ich mir doch da in der Mitte noch ein Töpfchen hermachen. Ja, das muss irgendwie so sein. Ich muss den Kasten schnell drehen, sonst komme ich da nicht raus bei meinen Farben. So, da kann ich ein bisschen mehr Wasser nehmen. Eben, ich bin überhaupt nicht der Aquarellmaler. Ich habe das nie gelernt. Ich habe mich nie mit dem irgendwie auseinandergesetzt. Ich bin blutiger Anfänger, wenn überhaupt. Ich mache einfach irgendetwas. Wenn ich male, dann male ich mit Gouache oder mit Acryl. Und Aquarell, ja, da haben wir mal irgendwie ein paar Videos gesehen oder so. Oder mal bei meiner Mami zugeschaut und von ihr ein paar Tipps abgestaubt. Aber sonst. So. Ich mache da einfach mal also ein paar Formen. Vielleicht ist es wirklich so hell, dass man es gar nicht so gut sieht. Ich probiere es jetzt mal ein bisschen zu zoomen. Ich nehme einfach ein bisschen Wasser, das ganz wenig eingefärbt ist. Und mache mir auch so eine Blumen- oder sternförmige Form drauf. Und dann nehme ich ein bisschen Farbe und tippe das einfach so in die Mitte. Ein-, zweimal. Ich wasche den Pinsel wieder und hole wieder so, ja, sehr, sehr wässrige Farbe. So, das gibt jetzt mal nur so eins. Zack, zack, noch ein bisschen. So, ja, gut. Mit 5 Blättern gefällt es mir ein bisschen besser, muss ich ehrlich sagen. Also 1, 2, 3, 4, 5. So. Und ein bisschen Farbe in die Mitte. Und noch einmal vielleicht. So. Und das Schöne ist, die werden alle vollkommen unterschiedlich. Und sehen doch so wunderbar aus. Und jedes Mal, wenn man wieder die Farbe in die Mitte tut, dann gibt es wieder eine Überraschung, wie sie so auf alle Seiten ausläuft. Das sieht so schön aus. Das ist schon nur einfach zum Machen. Ist das schön. So. So. Mhm. Ja, jetzt könnte man mal noch ein bisschen eine andere Farbe nehmen.
Jetzt machen wir doch da mal wieder ein bisschen blau rein. Sieht man noch etwas? Bin ich noch im Bild? So. Zack. Oh, schön. Hä? Das sieht doch wahnsinnig hübsch aus. Und das muss überhaupt nicht genau sein oder so. Und lieber ein bisschen vom anderen Blau. So. Entschuldigung. So, 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 so und so. Und zack. Oder mit Rot. Ist auch herzig. Ein Blümchen habe ich da noch so. Ich zeige es mal schnell ein bisschen näher. So, da sieht man. Das habe ich mit einem dünneren Pinsel gemacht. Gerade mal schnell schauen. Und habe ich noch ein bisschen mehr Farbe genommen? Ja, ich weiß es nicht. Einfach ausprobieren. So. So. Und so. Das sieht dann so ein bisschen aus wie eine Nelke, oder nicht? Ich hätte gerne so ein bisschen eine Art Violett gehabt. So. Bin ich noch auf dem Bild? Sieht man noch etwas? Da hat es noch Platz. So, die sind nämlich auch ganz herzig. Flupp. So, wow. Das ist ein bisschen merkwürdig da. Das macht nichts. Jedes Blümchen ist anders. Mhm. So. Ah, die hübsch. Machen wir noch 2, 3, hä? So, da haben wir natürlich noch ein hübsches Pink. Solig. Ja, jetzt, wenn ihr natürlich professionelle Aquarellmalerinnen und Aquarellmaler sind, dann denkt ihr natürlich, oh mein Gott, was küngeln die da, wie macht jetzt die das, das sieht ja fürchterlich aus, oder was brauchten die da für einen Pinsel, oder was, Jesus Gott, ja, eben, der perfekte professionelle Aquarellmaler, der hätte sicher die professionellste Farbe und den professionellsten Pinsel und wahrscheinlich das professionellste Wasserglas und wahrscheinlich das professionellste Wasser dazu. Ich mache einfach das, was oben ist, da bei mir daheim. Das brauche ich, mit dem mache ich irgendetwas. Und dann sehen wir, wie es rauskommt. Und ich finde, die sind also jetzt noch recht herzig. So. So, aber die sind natürlich noch nicht fertig. Da geht es dann natürlich noch ein bisschen weiter.
Und zwar gehe ich jetzt die mal föhnen, damit wir da ein bisschen schneller vorwärts kommen. Und nachher, wenn sie trocken sind, kann ich dir zeigen, wie ich ja weitermache dran. So, unsere schönen Blümchen sind trocken. Und jetzt, ja eben, was fehlt? Natürlich noch der Rand. Ich habe da, ich glaube, ich nehme mal den. Das ist ein Copic Multiliner in schwarz 0,8. Und dann probieren wir mal da die Blumenformen ein bisschen zu formen. Ich zeichne jetzt nicht denen nach, sondern ich mache eigentlich meine eigene Form daraus. Und zwar mache ich das auch extra ein bisschen unordentlich. Und ich frage mich gerade, habe ich das auch mit dem 8 gemacht? Ja, ich glaube schon. Mal, man könnte das natürlich noch mit einem feineren machen. Ich weiß nicht genau. Mein 3 funktioniert glaube ich nicht mehr so gut. Ich probiere mal schnell. Eins. Ja, den müssen wir mal ersetzen. Ich nehme das 8. So. 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 Und der da, oh, der ist ganz fein. Wo geht es so durch? Ich glaube noch mehr. So. Ui, 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 ui. Ah. So. Und der da. Der ist ganz fein. Und der auch. Der ist hübsch. Zack. Ja, er ist mir fast ein bisschen zu dick. Er ist mir ein bisschen zu dick. Habe ich dort keinen anderen? Das ist noch ein anderer. Das ist 0,4. Mal schauen, wie der tut. Der tut er echt noch? Ja, tut noch. Mal ein bisschen besser. Gefällt mir ein bisschen besser. Dieser war schon fast ein bisschen zu grob, wirklich. So, das ist jetzt irgendwie ganz ein anderer. Einfach so ein Büroschreiber halt. Aber das geht mit dem auch ganz gut. So, der gefällt mir gut. Und wenn sie nachher dann ausgeschnitten sind, sehen sie nachher gerade noch einmal anders aus. Oh ja, der ist auch ganz schnusig. Oh, und der gefällt mir von der Farbe unheimlich gut. Oh, der ist auch hübsch. Und auch die da, wo man meint, wo so komisch sternförmig aussehen oder so ganz gespässig. Das macht überhaupt nichts. Die sehen nachher noch einmal ganz anders aus, wenn sie so umrahmt sind. Der da zum Beispiel gefällt mir so überhaupt nicht. Aber wenn man dann da die Blumenform drauf zeichnet, voilà, ist der mega hübsch. Und wenn er dann noch ausgeschnitten ist, eben wie gesagt. So, jetzt haben wir sie dann. Und den dann noch.
So, voilà, und jetzt schnipp, schnapp, jetzt gehen wir noch wieder ein bisschen zurück. Jetzt wird das Zeug noch ausgeschnitten. Und ja, ich mache das mal so. Ach, das ist ein bisschen handlicher. Ein bisschen kleinere Stückchen daraus machen. So. Dann müsst ihr mir ja nicht beim ganzen Ausschneiden zuschauen. Ich tue das ein bisschen beschleunigen. So, also ich muss ja da auch nicht alles ausschneiden. Ich habe auch zum Beispiel Neume, wo ich einfach die da so drin versorgen und wenn ich dann wieder mal ein paar brauche, kann ich dann dort wieder mal ein paar ausschneiden. So, das sind die, die ich vorher irgendwann mal gemacht habe. Das sind die, die wir heute gemacht haben. Und hey, die sehen doch super schnussig aus. Findet ihr nicht? Und ich finde, das ist doch wunderbar an. Irgendwo in unser Journal könnten wir doch da das eine oder andere Blümchen also reinkleben. Zum Beispiel da würde wunderbar so etwas passen. Irgendwie so. Oder so, schau mal so. Oh, gibt's. Genau, oder als kleine noch. Das kleine da oben. So, ich wollte jetzt die gerade da reinkleben. Mein Leim habe ich immer noch nicht aufgefüllt, neu. Ja, für das langt jetzt komplett normaler Bastelkleber. Das Papier von diesen Blumen, ich habe es beim Ausschneiden gemerkt, ist schon ein bisschen dick. Ich habe es wirklich auf einem sehr guten Aquarellpapier das drauf gemacht. Oh, drauf gemalt. Jawohl. Aber das ist schon gut. Das würde auch auf Kopierpapier gehen, bestimmt, weil wenn man das nachher so klein ausschneidet, ist es komplett egal, wenn sich das ein bisschen wellelt. Und wenn man das nachher, die kleinen Sachen dann auch so aufklebt, ich vermute mal, dann würde man das Wellen gar nicht mehr sehen. Vielleicht fließt es ein bisschen schöner, wenn man so in der Mitte den Punkt machen, den dunklen. Keine Ahnung, aber mein Gott, ob das jetzt so viel würde ausmachen, das weiß ich nicht. Das kann man ja einfach ausprobieren. Man muss selbstverständlich auch keine Aquarellfarbe nehmen. Man kann auch einfach ganz normale Kinderwasserfarben nehmen oder ganz normale Gouachefarben oder es geht garantiert auch mit Acrylfarben. Die tut man ja auch Wasser verdünnen und dann kann man die ganz dünn verdünnen und dann sieht das genau auch so aus wie das hier. Es gibt ja eben nicht eine perfekte Aquarellzeichnung, sondern einfach nur schnussige Blümchen. So, jetzt werde ich doch noch an einem anderen Ort ein paar Blümchen. Wo werden wir noch ein paar Blümchen? Da, vielleicht in Secret Gardens, von diesen hellen. Passt da? Ja, ja, ich glaube so eins könnte man da schon herkleben. Einfach so. So ein ganzes helles. Ah, ich finde die so herzig. Ich finde die wirklich super mega schnussig. So. Und da hinten noch irgendwo etwas. Wo würde es noch gut herpassen? Oh, vielleicht da. So, unser Täschchen. Irgendetwas von diesen Tünkeln da. Oder so.
Oder von dem. Oh ja. Oh ja, ich glaube, das wird jetzt doch noch gut aussehen. 2 oder Nummer 1. Ich glaube, ich mache mal 1. Man kann ja immer noch mehr, wenn man das Gefühl hat, plötzlich. Manchmal mache ich so, bastle ich etwas und dann schaue ich mir später die Seiten an und denke so, hey, aber irgendwie ist ja schon schön, aber vielleicht fehlt da noch etwas. Und nachher mache ich einfach später noch ein bisschen daran weiter. Ups. So, gut andrücken das Zeug. So, und dann haben wir doch da unsere wunderbaren Blümchen fertig. So, ich hoffe, das hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr ja gerade direkt mitmachen können. Ich würde mich natürlich mega darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben würdet. Ich freue mich auch über jedes Abonnement und über jeden Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!